Wir steigen gleich ein aufs Schlachtfeld. Wir gehen aufs Schlachtfeld. David wurde von seinem Vater dazu aufbetragen, ein paar Käsesandwiches seinen Brüdern zu bringen. Und David kommt dorthin. Es hat einen Riesen dort. Und dieser Riese provoziert das Volk Israel. Und er fordert jemanden aus dem Volk Israel zu einem Duell heraus. Und er sagt, wenn mich jemand besiegt, dann wird unser ganzes Volk, die Philister, werden dann Untertanen sein. Und David hört das und in ihm wird etwas lebendig dabei. Und speziell als er hört, dass die Belohnung für die Person, die diese Herausforderung annimmt, die Prinzessin sein wird. Das ist ja der Traum eines jeden Mannes, mit einem Schlag, mit einer Heldentat gleich ein Schloss und eine Prinzessin zu erben. Und dann kannst du für den Rest des Lebens relaxen und musst nicht jeden Tag ein Held sein, wie wenn man keine Prinzessin heiratet. Und das ist wirklich so der Ansporn für David. Und wir steigen ein in den Text. Er ist dann im Gespräch mit Samuel, mit Saul, dem König. Und dann verteidigt David sich so, dass er sagt oder sich so anpreist: Der Herr hat mich von den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. Ich habe diese Woche ein bisschen gebastelt. Mal sehen, ob das geht. Wisst ihr, Saul meinte es gut mit David. Das ist noch schwierig so zu bringen. Er meinte es wirklich gut mit David. Er hat ihm seine einzige Rüstung gegeben. Wir lesen nämlich ein paar Kapitel vorher, dass die Philister alles unternommen haben, dass im ganzen Volk Israel kein einziger Schmied ist. Weil sie hatten davon Angst, dass die Israeliten irgendwelche Waffen oder Speerspitzen herstellen könnten. Also der Einzige, der im ganzen Volk Israel eine Waffenrüstung hatte, das war Saul. Und Saul war eigentlich so großzügig und hat gesagt, David, du kannst meine Rüstung haben. Wenn du schon gegen so einen krassen Kämpfer kämpfst, dann ist es gut, wenn du etwas hast. Jetzt, diese Rüstung war natürlich viel zu groß für David. Wir lesen dann später, als der Goliath David herausfordert, dann sagt er so, ein Halbwüchsiger kommt gegen mich. Also David war noch nicht ausgewachsen. Und dann lesen wir auch, dass Saul ein Kopf größer war als das gesamte israelische Volk. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut, damals die Durchschnittsgröße, das hat also die Altertumsbehörde von Israel herausgefunden, durch Forschungen an Skeletten, die Durchschnittsgröße eines Mannes, ausgewachsenen Mannes, war damals 1,64 Meter. Das ist vielleicht so hoch wie meine Augen. So bis hier. Und also Saul war dann noch einen Kopf größer und David war ein halbwüchsiger Mann, weil er noch ein Kind war, ein Teenager. Also diese Panzer, diese Rüstung war irgendwie ein bisschen zu groß. Es geht dann weiter. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er eine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch den Rest der Geschichte kennen. David hat mit seiner Steinschleuder den Goliath niedergestreckt. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Mit Leichtigkeit eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Ich habe da noch ein Bild von einem chinesischen Goliath und einem chinesischen David. Aber einfach so, das Verhältnis ist also ziemlich krass. Wisst ihr, ich versuche ein bisschen zu zeichnen. Boah, das ist noch schwieriger als zu reden. Hier haben wir David
Und neben ihm ist ein Goliath. Er hat ziemlich fette Bizeps. Er kämpft gegen einen Riesen. Viele von uns haben immer wieder Aufgaben vor uns, die riesig sind. Manchmal ist es einfach auch ein riesiger Berg, der vor uns steht, eine riesige Herausforderung. Und das Schwierige ist, diesen Unterschied im Leben zu managen. Wo wir das Gefühl haben, ich bin dieser Aufgabe nicht ganz gewachsen. Irgendwie hat diese Gap auch viel Potenzial für unseren Minderwertigkeitskomplex. Es hat viel Potenzial, uns aufzuzeigen, dass wir ziemlich unvollkommen sind und eigentlich nicht genügen. Und das ist sozusagen die Herausforderung in dieser ganzen Geschichte. Diese Gap hier, diese Diskrepanz verursacht uns unglaublich viel Stress und viel Erwartungsdruck. Und jetzt sind wir natürlich clever. Wir unternehmen möglichst viel, dass diese Gap hier so klein wie möglich ist. Einerseits machen wir das, indem wir uns ein bisschen hochspielen, dass wir versuchen, besser dazustehen, als wir eigentlich sind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Boys and their Toys, dass man sich irgendwelche Gadgets braucht oder was auch immer. Dann gibt es die andere Variante, dass wir den Riesen oder den Berg runterspielen und sagen, so schlimm ist das ja gar nicht. Speziell, wenn Menschen vor großen Herausforderungen stehen, wie auch physische Herausforderungen. Ja, das ist nicht so schlimm, diese Krankheit ist nicht so schlimm. Man versucht irgendwie, wenn man diese Gap kaum aushält, das ist ein riesiges Spannungsfeld, versucht man einfach das kleiner zu machen. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, dass man versucht, einfach dem Riesen im Leben möglichst auszuweichen. Ich versuche einfach nicht, dass ich mit der Situation noch weiter konfrontiert werde. Und dann gibt es noch die anderen, die ganz clever sind und sagen, ich verkrieche mich, dass ich ja nie einem Riesen begegne. Dass ich ja nie einer großen Herausforderung, einer riesigen Aufgabe begegne. Ich möchte ein Statement machen, das ist ziemlich krass. Gott will, dass du mit dieser Diskrepanz zu leben lernst. Er will, dass du es aushältst, in Situationen zu sein, wo du das Gefühl hast, ich genüge hier nicht. Und er will nicht, dass du einfach versuchst, den Riesen zu vermeiden. Deshalb heißt diese Predigt, mit Leichtigkeit eine schwere Aufgabe bewältigen. Weil es gibt viele Menschen, die versuchen, es sich einfach leicht zu machen, indem sie dem Riesen aus dem Weg gehen. Aber das ist nicht das, was Gott will. Er will, dass du mit Leichtigkeit an eine große Herausforderung gehst. Ich möchte einfach 2 Gedanken teilen aus diesem Text, den ich soeben gelesen habe. Und dann schauen wir mal, wollen wir heute Morgen möglichst noch zusammen beten. Mein erster Punkt ist, die erste Diskrepanz, die David managen musste, war zwischen Verantwortung und Bedingungen. Hier ist ein Statement. Nicht die vorliegende Verantwortung, sondern die auferlegten Bedingungen ablegen. Ich habe hier wirklich, das ist ein Statement, das es lohnt, mal abzufotografieren, weil ich habe da ein bisschen mit Worten gespielt. Die vorliegende Verantwortung sollen wir nicht ablegen, sondern die auferlegten Bedingungen ablegen. Wisst ihr, Verantwortung ist etwas unglaublich Wichtiges. Es ist wirklich wichtig. Menschen scheitern nicht an der Verantwortung, sondern an den Bedingungen, die mit dieser Verantwortung verknüpft sind. David ist nicht an Goliath gescheitert, sondern an diesem Panzer. Er war, wie Saul hat gesagt, hey, wenn du kämpfen willst, dann gebe ich dir meine Rüstung. Und das war irgendwie die Bedingung. Ihm wurde etwas auferlegt und die Rüstung war schwerer als die Aufgabe, Goliath zu bezwingen für ihn. Verantwortung beflügelt uns, Bedingungen bedrücken uns.
Wir wachsen in Verantwortung, aber wir gehen zugrunde durch die Bedingungen im Leben. Und wisst ihr, wenn wir es jemals schaffen, diese Gap hier zu füllen, dann ist es durch Verantwortung, weil in Verantwortung wachsen wir und da kommen Dinge aus uns heraus, die wir gar noch nicht kannten. Aber David musste dies entscheiden und hat diese Rüstung abgelegt, statt einfach zu sagen, nee, die Verantwortung, ich gehe dem aus dem Weg, dem Riesen, das ist nicht mein Problem, ich wollte ja nur die Käsesandwiches bringen, sondern er musste die Bedingung ablegen. Ich habe vor 2 Wochen eine Predigt gehalten und der zweite Punkt dieser Predigt war, dass die Belohnung Gottes noch mehr Verantwortung ist. Ich möchte dir einfach zusprechen, dass die Verantwortung etwas ist, was Gott in dein Leben bringen will und das gut ist. Verantwortung macht immer Sinn im Leben. Es ist Gottes Wille. Ganz am Anfang heißt es, macht euch die Erde untertan. Also Gott hat gesagt, ihr seid hier auf dieser Erde, jetzt übernehmt Verantwortung. Und ich bin manchmal ein bisschen erstaunt, wie viele von uns sich überlegen müssen, wenn sie eine Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen, ob ich das will oder nicht. Und die ganz Frommen sagen dann, ich werde beten. Aber ich finde es auch schwierig, für etwas zu beten, denn Gott gesagt hat, das ist mein Wille. Von ganz am Anfang, Verantwortung ist etwas, was Gott für dein Leben will. Er will, dass du Verantwortung übernimmst und dass das Reich Gottes durch dich in die Welt kommt. Das ist nicht etwas, worüber du beten musst. Worüber du beten musst, ist, was sind denn für Bedingungen an diese Verantwortung geknüpft? Denn es kann nicht sein, dass diese Bedingungen, die Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, dass die dann mich runterbringen und mir ein schweres Leben verursachen. Ich habe das Gefühl, wir verbinden Verantwortung immer mit etwas Schwerem. Nee, Gott will, dass du eine Leichtigkeit darin findest und du lernst, die Bedingungen abzulegen und nicht die Verantwortung. Ein ganz dummes Gebet, das Menschen immer wieder beten, oder das habe ich schon oft in so Gebetsmeetings gehört, ist, Herr, mehr von dir. Herr, wir wollen mehr von dir. Ich finde es wirklich ein dummes Gebet, aber eine super Haltung. Ein dummes Gebet, aber eine super Haltung. Das ist die richtige Einstellung. Herr, wir wollen mehr von dir. Aber du musst nicht in einem Gebetsmeeting mehr vom Herr erbeten. Denn der Herr gibt immer mehr und zeigt sich immer mehr denen, die Verantwortung übernehmen. Also, soweit wie ich die Bibel bisher verstanden habe, die Herrlichkeit Gottes sehen meistens die Menschen, die entweder ganz am Boden sind und wirklich keine andere Option mehr haben, Gott als Gott, oder diejenigen, die sagen, wie zum Beispiel die Jünger, die Apostel, ich bin ein ganz einfacher Fischer, ich folge jetzt Jesus nach und ich übernehme Verantwortung. Und die haben dann die Herrlichkeit Gottes gesehen. Gott zeigt sich. Also wenn du mehr von Gott erleben willst, dann haben 3 ganz einfache Dinge wären zum Beispiel, du adoptierst ein paar Kinder von Compassion. Weil wenn du mehr gibst, kann Gott mehr durch dich tun. Oder du sagst, okay, ich übernehme eine Kleingruppe, denn wenn du Verantwortung nimmst für andere Menschen, wird Gott auch dich brauchen. Oder vielleicht auch deine Zeit, du sagst, ich will mehr von Gott. Dann fang doch an, für deine Arbeitskollegen jeden Tag zu beten. Dann wirst du mehr sehen. Also es ist relativ einfach. Aber wir fürchten uns natürlich, mehr Verantwortung zu übernehmen, weil Verantwortung sich oft wie eine Last anfühlt. Und das hat eben damit zu tun, dass wir die Bedingungen dann irgendwie auf uns erlegen. Ich weiß noch, einmal, als ich wirklich an meine Grenzen kam, das war ein Praktikum, ich habe eine Lehrerausbildung gemacht, das Primarlehre, und ich war an dem Punkt, wo ich ein 3-wöchiges in einer ersten Klasse ein Praktikum machen musste. Das ist jetzt nicht ganz meine Welt, eigentlich Mittelstufe war meine Welt. Und ich bin fast zugrunde gegangen an diesem Praktikum. Es war das erste Mal, dass ich wirklich so knapp eine Erschöpfungsdepression vorbei ging. Und das Ding war, es war nicht die Herausforderung, zu lehren, ein Lehrer zu sein,
sondern es war die Bedingung von meinem Didaktiklehrer, dass ich jede Stunde penibel so in ein Formular eintragen musste und genauso preppen musste, wie es mein Didaktiklehrer wollte. Ich weiß, er wollte mir ja helfen. Er wollte, dass wir gut vorbereitet sind und uns Gedanken machen. Nur diese Rüstung passt mir nicht, denn ich kann nicht so weit vorausdenken. Das ist nicht meine Gabe. Meine größte Gabe ist, dass ich im Moment ziemlich gut bin. Ich bin gut, weil ich all mein Programm, alles, was ich vorbereitet habe, auf einen Moment hinter mir lassen kann und die Flexibilität habe, mich auf jemanden einzulassen. Das macht mich zu einem guten Lehrer, weil ich nicht mein Programm durchziehe, sondern ich kann auf Kinder reagieren und auf sie eingehen. Aber für das war kein Erlaubnis, und ich bin zugrunde gegangen. Es war diese Bedingung und ich wusste, ich musste das Gespräch mit meiner Praktikumsbetreuerin suchen, weil ich wusste, entweder gebe ich jetzt auf, ich schmeiße den Bettel hin, oder ich muss endlich so sein können, wie ich das bin und nicht das auferzwängte Ding, weil das hat mich absolut an den Grund gebracht. Wir sollen mit Riesen kämpfen, nicht mit der Last, die uns auferlegt wird. Und meine Herausforderung an dich ist, mach es dir nicht einfach, sondern mach die schweren Aufgaben in deinem Leben mit Leichtigkeit. Nicht die vorliegende Verantwortung, sondern die auferlegten Bedingungen sollen wir ablegen. Die zweite Diskrepanz, die in diesem Text vorkommt, ist zwischen Krieger versus Hirte. Hier habe ich auch einen cleveren Satz hingeschrieben. Nicht die Anforderungen bestimmen deine Rolle, sondern dein Selbstvertrauen spielt die entscheidende Rolle. Samuel traute es David zuerst gar nicht zu. Es heißt hier im 1. Samuel 17, Vers 33, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Für Saul war klar, wenn du einen Krieger bewältigen willst, dann musst du selbst auch ein Krieger sein. Du musst also Erfahrung haben, du musst dich bewährt haben in dem. Und David war irgendwie kein richtiger Krieger, jedenfalls noch nicht. Und er antwortete eben dann so schön, als ihm die Rüstung aufgetragen wurde, das, was ihn eigentlich zu einem richtigen Krieger machen sollte, hat er einfach so schön geantwortet, er war es sich nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Er war es sich nicht gewohnt. Ich glaube, um einen Kampf zu gewinnen, wäre eine Rüstung das bessere Equipment als ein Hirtenstock, eine Hirtentasche und eine Schleuder. Das sind wahrscheinlich alle von uns einverstanden. Aber das Entscheidende, und das hat David gemerkt, er hat gesagt, ich muss diese Rüstung abziehen, weil ich kann einfach nicht mich selbst sein. Ich bin damit nicht gewohnt. Wenn man etwas gewohnt ist, dann ist man auch sicher drin. Und dann kann man sich ausdrücken. Ich weiß noch, als ich die Autoprüfung bestanden habe, habe ich meine Kollegen alle in den Europapark eingeladen. Habe gesagt, hey, ich miete einen VW-Bus und wir fahren in den Europapark. Und ich wollte ihnen zeigen, dass ich jetzt Auto fahren kann, weil ich war einer der ersten meiner Kollegen, die jetzt die Autoprüfung hatte. Ja, ich konnte das Auto meines Fahrlehrers fahren und unseren Ford Sierra, meiner Eltern, aber ein VW-Bus, das war noch mal eine ganz andere Liga. Und wir sind nach Rust gefahren und ich habe wie ein Idiot ausgesehen. Glücklicherweise hatte ich noch einen Kollegen neben mir, der auch die Autoprüfung hatte. Und wenn der nicht gewesen wäre, ich war ja auch noch nie auf einer deutschen Autobahn vorher, also mit Überholen und mit Rückspiegel schauen, wenn einer so schnell kommt und all das Zeugs, das lernst du in der Schweiz nicht. Und ich war so verunsichert und ich habe mich so blamiert. Und hat manche gedacht, wie ist denn der
durch diese Prüfung gekommen. Ich war es mir einfach nicht gewohnt, mit einem VW-Bus auf den deutschen Straßen zu fahren. Obschon ich Auto fahren konnte und habe es auch bewiesen. Jedenfalls dem Fahrlehrer und dem Instructor. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass du Dinge tust, an den Ort kommst, wo du etwas tun kannst und eben es aus Gewohnheit machen kannst. Die Rüstung machte David nicht zu einem Krieger. Aber David war es sich gewohnt, zu kämpfen. Zwar nicht als Krieger, sondern als Hirte. Er war es sich gewohnt, mit seiner Steinschleuder Bären und Löwen zu erniedrigen. Aber er war ein Hirte und nie ein Krieger. Und jetzt wird er plötzlich in eine Rolle gedrängt und sagt, du musst ein Krieger sein, hier ist die Rüstung, versuch's. Und ich glaube, eines der Geheimnisse im Leben ist es, dass wir nicht in eine Rolle schlüpfen und versuchen, irgendetwas zu sein, worin wir uns mit unserer eigenen Haut nicht wohlfühlen. Das Geheimnis, eines der Geheimnisse im Leben ist Selbstvertrauen. Und Gott möchte immer, dass du an einen Ort kommst, auch wenn schwere Aufgaben vor dir liegen, wo du das Selbstvertrauen hast und sagst, irgendwie bin ich hier etwas gewohnt und hier kann ich's. Ich finde, das Leben jeder Ausbildung, das Wesen jeder Ausbildung muss sein, dass dein Selbstvertrauen gestärkt wird. Wir haben hier sicherlich einige, die zuschauen oder auch hier im Saal sind, für die Schule die Hölle war. Einfach weil ihr nie genügt habt. Einfach weil ihr immer hinten dran wart. Den Anforderungen nicht genügt habt. Das Ziel jeder Ausbildung ist nicht, dass du mehr weißt, sondern dass du weißt, ich kann es. Wir haben alle unsere bisherigen Jungs, die den Kindergarten machen, die ersten zwei, die den Kindergarten gemacht haben, die waren nicht ready für die Schule. Ich habe ein 3. Jahr gemacht. Weil mein Ziel ist, wenn du in die Schule gehst, hast du genügend Selbstvertrauen. Das ist das Ziel. Und das möchte Gott mit dir. Und das war bei David. Er wusste, ich muss etwas tun, worin ich mich wohlfühle in meiner eigenen Haut. Wenn du vor einer Aufgabe stehst und du merkst, ich schaffe das nicht, ich passe da nicht rein, ich bin unvollkommen, ich genüge nicht, dann gibt es einen einfachen Trick. Komm an den Ort zurück, tu etwas, wo du dich wieder wohlfühlst, wo du wieder dein Selbstvertrauen hast und dich selbst sein kannst und nicht etwas sein musst, was du eigentlich nicht bist. Das kennen vielleicht einige von euch. Ihr habt einen Job übernommen von jemandem, der wirklich etwas vorgezeigt hat, wie es gehen sollte. Und plötzlich musst du diese Verantwortung übernehmen und eigentlich diesen Anforderungen dieser Person oder wie sie es gemacht hat, genau hineinpassen. Das bringt dich um. Der Schlüssel ist, dass du dich selbst sein kannst. Und David hat gemerkt, ich bin ein Hirte, der kämpfen kann. Ich bin kein Krieger. Ich weiß noch, Swana und ich, wir haben eine Gemeinde gegründet in Berlin. Und wir haben echt geglaubt, dass wir das schaffen. Wir sind dorthin gekommen und da war nichts. Uns wurde eigentlich versprochen, dass es schon ein paar Leute hat, die interessiert sind. Da war eine Person. Wir haben zu dritt eine Gemeinde gegründet in einer Stadt, wo ich damals noch keinen Job hatte, wo ich niemanden kannte. Aber wir wussten, es ist dran, wir wurden gesendet, wir wurden gefragt von unseren Leitern, würdet ihr das machen? Und wir waren darin gehorsam und wir wussten, Gott ist drin. Du kommst hin, du hast ein Bild von Gemeinde, wie es aussehen sollte. Und jetzt versuchst du das, dem irgendwie, den Anforderungen eines Gemeindegründers gerecht zu werden. Und es war ein Riesenkampf. Ich hatte noch nicht einmal die Bibelschule. Ich habe sie dann erst später gemacht. Also ich war kein ordinierter Pastor.
Aber ich hatte in mir eine Berufung und ich wusste, es ist dran. Und wir haben gekämpft. Und wir waren so kurz davor, nach ein paar Monaten aufzugeben. Irgendwie haben wir gemerkt, das ist zu groß für uns. Wir passen da nicht rein. Wir sind in einer Stadt, wo wir niemanden kennen. Wie können wir je Menschen erreichen? Und ich weiß noch, als Juana und ich ins Kino gingen. Am Potsdamer Platz, dort im Sony-Zentrum, Kung Fu Panda. 2008. Es war die beste Predigt, die ich in meinem Leben je gehört habe. Und ich habe die Top Who is the Who in the Christian Zoo gehört. Ich war an mehreren Hillsong-Konferenzen, Planet Shakers-Konferenzen. Ich habe die ganz großen Prediger gehört, live. Aber hier auf der Leinwand spielt ein kleiner, tollpatschiger Panda, der irgendwie in sich weiß, ich mag Kung Fu. Und irgendetwas in mir ist dazu berufen, etwas Größeres zu tun, als das aus ein paar Nudeln zu braten. Und per Zufall wird er dann auserkoren zum zukünftigen Dragon Warrior, dem Drachenkrieger, der diesen bösen Feind überwältigen sollte. Und er wird trainiert von einem Kung Fu Master. Und das ist natürlich das Lustige am ganzen Film. Und er kommt an einen Punkt, wo er sich immer besser macht. Klar ist er noch nicht diese auserkorene Krieger, aber dann gibt es diese Schriftrolle, diese heilige, goldene Schriftrolle. Und dort drin, wenn der Dragon Warrior das liest, dann wird er zum Dragon Warrior, weil dort ist das Geheimnis, wie man der beste Kung Fu Master wird, den es überhaupt gibt. Und dann gibt es eine Schlacht oder einen Kampf um diese Rolle, weil der Feind, der möchte die eben auch. Und der Kung Fu Panda kriegt sie dann in die Hand, nachdem der Feind sie geöffnet hat, und der wollte sie nicht. Weil als er die Schriftrolle aufgemacht hat, stand nichts drin. Es war einfach goldig und hat sein Gesicht reflektiert. Und das Geheimnis von dieser Schriftrolle ist eben, dass es kein Geheimnis gibt. There is no secret ingredients. Es gibt keine geheimnisvolle Zutat, damit man zum Dragon Warrior wird. Und das mag jetzt für euch ziemlich lächerlich und banal klingen. Das hat für uns die Welt bedeutet. Wir gingen aus diesem Kino, yeah. Gott hat wirklich zu uns gesprochen. Es war eine Predigt. Ich weiß noch, wir haben mal unsere Rüstung dort abgezogen. Wir haben irgendwie die Rüstung von ein Pastor sein zu müssen, ein Gemeindegründer sein zu müssen und so wie das andere machen, abgezogen. Ich muss einfach sagen, hier sind wir, ein junges, frisch verheiratetes Paar, 27 und 25, in einer Stadt, die niemand kennt. Wer möchte eigentlich nicht mit uns, coolen Leuten, einen Sonntagmorgen verbringen, um zusammen zu brunchen? Denn wir brunchen gerne und wir können gutes Essen auftischen. Wer möchte denn nicht mit uns zusammen in unserer Wohnung den Herrn suchen, ihn anbeten, weil wir können das auch ohne Band. Wir kriegen eine gute Worship-Zeit zusammen hin. Wer möchte nicht dabei sein, wenn wir zusammen die Bibel lesen? Wer möchte nicht dabei sein, wenn wir einander die Hände auflegen und übereinander Gutes aussprechen? Und hier plötzlich war die ganzen Anforderungen, ein Gemeindegründer zu sein, weg, sondern jetzt waren wir einfach mal Dan und Juana Zeltner. Es war ein Befreiungsschlag. Wir waren einfach uns.
Wir haben immer noch die Herausforderung gehabt, aber nicht mehr diese Last auf uns. Und ab dann passiert's. Innerhalb von einem Jahr kamen 30 Leute dazu. Und vorher war es ein Kampf. Und ich glaube, die Message von heute ist so super einfach. In diesem Changing Room, heute gibt es nichts, das wir neu anziehen sollten, sondern wir haben den Kleiderständer nicht mit auf die Bühne gepackt, sondern einfach die Mülltonne. Und heute geht es einfach darum, dass wir mal versuchen, unsere Rüstung abzulegen. Die Dinge, die Erwartungen, die Menschen über dich gezogen haben, sie meinen das ja auch gut, vielleicht brauchst du das, vielleicht brauchst du die Hilfe. Aber es erdrückt dich. Und jetzt kommt der Teil, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Ja! Das ist mein Ziel des heutigen Aufrufs. Ganz einfach. Ich lade euch ein, aufzustehen, auch hier zu Hause. Wir wollen heute unsere Rüstung abziehen. Ich weiß nicht, was du für große Herausforderungen vor dir hast. Vielleicht ist es eine große Herausforderung am Job. Vielleicht musst du mit einer zündenden Idee kommen. Zündende Geschäftsidee. Vielleicht ist es eine schwierige Situation mit einem Familienmitglied. Vielleicht stehst du vor der riesigen Herausforderung, einen Lebenspartner zu finden. Vielleicht stehst du einfach vor der riesigen Herausforderung, mit jemandem deinen Glauben zu teilen. Und wir sind so schnell versucht, dass wir sagen, das ist zu schwer für mich. Ich suche die easy option. Ich mache es mir leicht und verkrieche mich. Aber ich glaube, heute will Gott nicht, dass du dir leicht machst, sondern dass du mit Leichtigkeit schwere Aufgaben löst. Ich lade euch ein, mal eure Augen zu schließen und einen Moment innezuhalten und zu überlegen, welche Rüstung trägst du, die viel zu schwer ist für dich? Welche Erwartungen haben andere Menschen auf dich gelegt? Vielleicht hast du sogar selber diese Rüstung angezogen. Ich glaube, heute soll es einfach ein Befreiungsschlag sein. Ich glaube, auch einige von euch sind müde geworden zu kämpfen. Du sagst, ich mag nicht mehr. Ich gehe dem lieber aus dem Weg. Du sollst heute nicht die Verantwortung ablegen, sondern die Bedingungen, die an diese Verantwortung geknüpft sind. Herr, ich will dir danken, dass du jedes einzelne von uns zu etwas Großem beauftragt hast. Ich danke dir, dass du es zu uns zutraust, dass wir Riesen bewältigen können. Riesige Aufgaben, die vor uns sind. Auch wenn wir uns wie ungenügend fühlen, auch wenn wir das Gefühl haben, ich möchte es am liebsten nicht. Danke, dass die Verantwortung uns beflügelt und dass wir in diese Aufgaben hineinwachsen können und dadurch immer mehr zu dem werden, wozu du uns auch berufen hast. Aber heute machen wir ganz bewusst diese Entscheidung, dass wir das ablegen, was uns zu schwer aufliegt. Ich möchte jedem von euch zusprechen,
dass ihr diese Woche einen Befreiungsschlag erlebt, wo ihr den Mut habt, auch ins Gespräch zu kommen mit den Menschen in eurem Umfeld, die versucht haben, euch in ein System zu zwängen, in eine Rolle zu zwängen, darüber zu reden und sagen, ich passe da nicht rein. Ich will kein Feigling sein, davon zu laufen. Aber ich muss mich selbst sein können. Und alle werden davon profitieren. Ich möchte über dir aussprechen, dass du etwas Gutes bringst in diese schweren, herausfordernden Aufgaben in deinem Leben. Dass Gott mit dir ist. Das heißt es von David. Und er wusste es auch. Der allmächtige Gott ist mit mir. Ihr werdet das erleben. Im Namen Jesu. Amen.